In letzter Minute versuchen die Einwohner zu fliehen. Sie glauben nicht, dass Wien gehalten werden kann. Nur 400 waffenfähige Bürger bleiben in der Stadt zurück. In der Vorhut des türkischen Heeres die Akıncı, von den Wienern Mordbrenner genannt. Am 21. September tauchen sie das erste Mal vor der Stadt auf. Sie plündern, vergewaltigen und brennen alles nieder. Auch viele Flüchtlinge aus der Stadt fallen ihnen in die Hände. Frauen und Kinder werden von den Akıncı gefangen genommen und dem türkischen Heer als Sklaven zugeführt. Die meisten Männer kurzerhand enthauptet, ihre Köpfe als Trophäen auf Pfähle gesteckt. Unsere Krieger drangen in ein Gehöft ein, ließen den muslimischen Schlachtruf erschallen, zogen die Säbel und hieben sämtliche Ungläubigen nieder. Sie raubten die Mädchen und die Knaben und machten reiche Beute. Auch dies ist ein weiterer Beweis für die Gnade Allahs. Die Wiener hoffen auf Hilfe. Doch Karl V. kann der Stadt nicht zu Hilfe kommen, denn er befindet sich zur selben Zeit im Krieg mit Frankreich. In letzter Minute schickt er 17.000 Landsknechte zur Verteidigung Wiens. In der Stadt befinden sich jetzt mehr Soldaten als Einwohner. Die Landsknechte sind Berufssoldaten, die gegen Geld ihr Leben aufs Spiel setzen. Ihre Sitten sind rau, ihr Verhalten ist angeberisch. Schon mit ihrer Kleidung drücken sie Verachtung gesellschaftlicher Schranken aus. Provozierend hat natürlich gewirkt, erstens die große Menge an Stoff, die man verwendet hat. Man will zeigen, man gibt viel Geld raus. Das sind Leute, die das Geld hinausschmeißen. So schnell, wie sie es verdienen, wird es auch hinausgeschmissen. Das Zweite ist die breiten Schultern, auf die man Wert legt. Breite Schultern, schmale Hüften. Das ist etwas, was ganz typisch ist. Die Landsknechte wollten natürlich zeigen, sie sind eine Elitetruppe, sie können sich alles leisten und auch über gesellschaftliche Schranken hinwegsetzen. Das provozierendste Kleidungsstück der Landsknechte ist die Schamkapsel, als Nachbildung eines erigierten Penis und als Symbol für jederzeitige Potenz. Man hat es auch für alles Mögliche verwendet. Man hat es auch als Geldbörse verwendet. Was natürlich mitunter ganz lustig ist, wenn man so in eine Stadt einmarschiert und dann aus der Schamkapsel eine Geldmünze herausholt oder so. 17.000 Landsknechte. Um sie bezahlen zu können, werden die Kirchenschätze Wiens eingeschmolzen und Notmünzen geschlagen. 24. September 1529. 3 Tage nach den Akıncı erreicht die Hauptarmee Wien. Die Stadt wird eingeschlossen. Umzingelt von 150.000 Osmanen. Mit orientalischer Pracht und der Größe seines Heeres will Süleyman die Wiener einschüchtern. Er will sie dazu bewegen, auf Gegenwehr zu verzichten. Euch, dem Kommandanten und den übrigen Bewohnern der Festung Wien sei kundgetan, wenn ihr Muslime werdet, geschieht euch nichts. Solltet ihr aber Widerstand leisten, dann wird bei Allah dem Allerhabenen eure Stadt zu harter Asche verbrannt und Jung und Alt zu Tode geschlagen. Süleyman hat kein Interesse daran, die Stadt zu stürmen. Denn dann muss er sie seinen Soldaten nach islamischem Kriegsrecht 3 Tage zur Plünderung freigeben. Nur wenn Wien kapituliert, gehören alle Schätze ihm. Zu diesem Zweck schickt er 4 Gefangene in die Stadt mit einer Botschaft.
Die Botschaft enthält die Aufforderung zur Kapitulation. Nur dann wird die Stadt verschont. So will Suleiman einen Vertrag mit den Herren der Stadt annehmen und beschließen. Auch niemand von seinem Volk hineinlassen und niemandem einen Schaden tun. Wenn wir die Stadt aber nicht aufgeben, dann wird er, bis die selbst erobert, nicht weichen und jung und alt zu Tode schlagen. Doch eine Kapitulation kommt nicht in Frage. Die Belagerung beginnt mit einer Waffenschau. Kaum eine Armee Europas kann sich in Disziplin und in der Handhabung der Waffen mit dem osmanischen Heer messen. Das gewaltige türkische Lager. Nur vom Turm des Stephansdoms aus ist es zu überblicken. Und hier auf dem höchsten Punkt der Stadt sitzt ein Maler und zeichnet. Was Peter Stern mit Worten beschreibt, hält er in Bildern fest. Die Skizzen des Wiener Malers werden einfließen in ein einzigartiges Dokument. Alle Schrecken der Belagerung sind hier zeichnerisch verarbeitet. Also zweifellos ist diese Ansicht, die das Wien-Museum hier besitzt, eine der wesentlichsten Quellen, jetzt hätte ich fast gesagt Bildquellen und damit hätte ich schon eingeschränkt, daher sage ich Quellen. Eine der wesentlichsten Quellen, die wir zur ersten Türkenbelagerung 1529 besitzen. Die Angriffe und Plünderungen vor den Toren ebenso wie die Ereignisse in der Stadt. Festgehalten in einem einzigen Bild. Eine Darstellung, die den Kampf einer noch mittelalterlichen Stadt gegen eine völlig andere menschliche Seinsordnung bedeutet. Auch von diesem Aspekt sollte man diese Türkenbelagerung 1529 sehen. Auf der einen Seite das abendländisch-christliche, auf der anderen Seite das osmanisch-muslimische, als eine Seinsordnung von höchster zivilisatorischer Qualität und von höchster zivilisatorischer Delikatesse, mit einem Können, mit einer Wissenschaft, die jede Hochachtung erfordert, und auf der anderen Seite das Abendleben, das im Umbruch sich befindet und von der intellektuellen Fähigkeit, andere aufzunehmen und zur Kenntnis zu nehmen, noch nicht so weit ist, wie es zu dieser Zeit die Osmanen gewesen sind. In Wien werden alle Kirchturmuhren angehalten. Alle Glocken der Stadt hören bis auf das kleine Primglöcklein des Stephansdoms für die Dauer der Belagerung aufzuschlagen. Die Zeit steht still.